Lange ist es her, Freunde, und doch sind wir jetzt zurück hier. Kai und ich sind wieder da bei Super Mario Galaxy 2, der Green Star Challenge. Hi Kai, wie geht's denn so? Oh ja, ganz gut. Ich denke, im Gegensatz zum letzten Part habe ich mittlerweile ein paar graue Haare mehr, wahrscheinlich. Ja, da geht's nicht nur dir so, mein Freund, sondern, glaube ich, uns allen. Ja, Vor allem wird genau. vermutlich die Fan-Community ein bisschen erstaunt sein, dass nach so langer Zeit, ich glaube, das Let's Play ist über ein Jahr alt, noch länger und so, ein letzter Part, dass es endlich mal wieder weitergeht hier mit Galaxy 2. Gott sei Dank, ne? Genau. In der Zwischenzeit hat sich viel ereignet, wenn ich überlege, wie viele Mario-Spiele in der Zwischenzeit rausgekommen sind, was natürlich nicht daran liegt, irgendwie, dass viel Zeit vergangen ist, sondern einfach nur Nintendo wahllos Mario-Spiele auf den Markt geschmissen hat, aber ist egal. Genau, kann man ungefähr so formulieren. Ich bin gerade dabei, mich noch ein bisschen aufzuwärmen, denn man glaubt es oder glaubt es nicht, aber mir glaubt natürlich schon. Ich habe doch tatsächlich seit dem letzten Mal nicht mehr trainiert. Toll. Das kann nur schief gehen. Was meinst du, Kai? Das ist super Vorbereitung, tolles Potenzial für heute, das hat auf jeden Fall Stoff für mehr, ne? Genau, ja. Gut, Kai, du siehst alles sehr gut, wa? Du kannst dich nicht Ja. beschweren, hörst doch alles. Passt, easy going. Sehr schön. Hast du noch eine Ahnung, wie das schon wieder ging mit dem letzten Stern und so? Ich bin da ein bisschen eingerostet, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, und Toad hat wahrscheinlich schon 10 Milliarden Briefe für dich übrig, alle von Prinzessin Peach. Stimmt ja, so war das ja, genau. Ja. Wir sind Mario, gerade du hast einen Brief von Prinzessin Peach erhalten. Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. PS, in diesem Brief liegt etwas bei, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Peach. Okay. Ja, vor allem deine Peach, Fotos. eigentlich ein Pfirsich, oder? Dabei ist hier eine Krone abgebildet, natürlich auch nicht schlecht. Das sind bestimmt Nacktfotos. Okay, gut, das hätten wir jetzt auch geklärt. Kai hat irgendwie seltsame Gedanken oder Wünsche für Peach. Nein. Aber Mario kann doch sowas gebrauchen. Das hat eigentlich was. So, Weil er ist ganz weit weg von seiner Frau, ne? Was soll man sonst machen? genau. Bezüglich letztem Stern war es doch so, dass man irgendwie eine bestimmte Anzahl an Sternteilen einzahlen musste, oder? Ja, genau, das habe ich dir noch versucht, immer und immer wieder zu erklären. Aber du wolltest es mir nicht glauben. Ja, ungefähr so. Jedenfalls müssen wir jetzt Sternteile einzahlen. Ich habe es oft bereits mal gemacht. So ein Teil davon, glaube 9000 war. Und der Rest müsste jetzt kommen. Oh, Zinsen, geile Bank. Ja, gut, kurz darauf zugreifen. Wir müssen ja unsere gesamten, sprich 9999 einzahlen und dann haben wir es geschafft. Ey, du Michael, jetzt muss ich mal sagen, ohne die 3 Zinsen wärst du jetzt nicht voll. Ja, weil ich den einen Atem verschossen habe, ja. Du bist so ein schlauer Fuchs, du hast das von vornherein eingerechnet. Well played, well played. Naja, also was soll man sagen, so als bekannter Let's Player, so als berühmter Zocker, so als, ja gut, ist Weihnachtsbonus, sagen wir mal so. No. Genau, Weihnachtsbonus. Freunde, das muss man ganz kurz noch etwas erklären. Moment. Jetzt gemacht, oder? Ah, so, stimmt, das kommt ja jetzt erst. Jetzt erst wird uns der Stern angezeigt, wa? Ja, Genau, da unten ist der. Hüpfelgalaxie, ach du Scheiße. ja Ja, denn der Grund dafür ist, ich habe mich bewusst ein bisschen davor gedrückt. Das muss ich leider zugeben, der Stern ist nämlich mies. gedrückt ist gut. Versteckt. Darf ich denn einen Geheimnispreis geben an der Stelle? Oder darf Ja, ich nicht? bitte, ich bitte darum. Ja, wir haben nämlich zwischendurch schon mal eine Aufnahmesession geschoben. Das ist schon jetzt auch schon ganz schön ganzes Weilchen her. Aber das war so fail, dass wir uns dachten, ja, nö. Also, was heißt, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, die Folge zu sehen. Aber hier der König auf dem Kanal hier, der hat sich gedacht, nee, das kannst du so nicht bringen. Ja, Michael macht ja High-Quality Let's Plays. Ja, das Problem daran, da muss ich noch ganz kurz noch ergänzen, das Problem war ja vor allem, dass ich damals keine Stimme noch mit aufnehmen wollte. Ich dachte mir so, ja, Solo-Let's Plays nicht ganz so cool war, weil jetzt soll ich zusammen Together abschließen. Wir haben es also zusammen gezockt, das sprich wie jetzt auch, das Problem war nur, seine Stimme war nicht drauf. Ja. Dann haben wir halt gesagt, gut, wir haben etwa 2 Stunden, glaube ich, gezockt, oder Kai? Und dann haben wir irgendwie nichts gebracht und Genau. so. Dann haben wir überlegt, ob wir es nachkommentieren und das wäre irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Genau. Was mache ich die ganze Zeit? Ich habe mir gerade noch überlegt, ich will noch ein paar Leben abgreifen, wo ich jetzt da letzten Stern abgreife, denn Kai kann ganz kurz mal erzählen, was an diesem Stern eigentlich so mies ist. Also wieso das der eigentlich so gefürchtet ist, der letzte Stern. Ich glaube, das hatten wir auch mal erwähnt, aber die meisten haben es wahrscheinlich genauso wie
ist ja verständlich, ne? Hat man wahrscheinlich schon vergessen, ist ja schon lange her. Ja, der Stern ist eigentlich quasi dasselbe Feld wie gerade eben. Das geht noch einen kleinen Tick weiter, das sage ich schon mal. Ja, aber man hat halt immer bloß eine Energie und kriegt keine Speicherpunkte und deswegen ist das irgendwie ziemlich fies. Ja, vor allem das mit keinen Speicherpunkten, das ist etwas, was wir sagen müssen. Okay, das könnte ein paar Fail-Parts geben. Wenn ich sage paar Fail-Parts, dann macht euch auf eine richtige Session gefasst. Ah ja, guck mal hier, die gefräßigen kleinen Drecksviecher, ja. Genau. Die haben Hunger, Mann. Ja, das bin so voll, das wird sogar eine Verwandlung. Voll geil, Mann, fett. Ich wollte gleich mal ein paar Fettleben abgreifen. Ja, einzelne gut, Sternteile toll, sind schlecht. sehr günstig. Und das nochmal ein einzelner Sternteil, ist auch sehr günstig. So, schon besser. Also ich weiß ja, dass du großer Yu-Gi-Oh! Zocker bist, aber ich glaube, Dungeon Dice Monsters wäre nichts für dich, war. Nicht wirklich, obwohl ich das Spielprinzip eigentlich noch ganz cool finde, aber ansonsten vom Glück her und so lieber nicht. Ich habe ja selbst auch im Anime gesehen, das fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Ja, also im Anime ist es interessanter als im wirklichen Spiel. Also sprich, da gab es glaube ich vom Game Boy Color gab es glaube ich mal so ein Spiel. War glaube ich nicht so ansprechend. Och, ich fand's ganz nice, muss ich sagen, schon. Hat schon Style. Ja, von dem her eigentlich schon. Gut, zurück zum eigentlichen Prinzip, zum Spiel selbst. Ich habe nachher so überlegt, Freunde, weil sowieso Weihnachtszeit ist und weil Kai und ich das endlich mal beenden wollen, nicht wahr? Das ganze Together und vielleicht auch mal bald schon mit neuen Together beginnen wollen. Eventuell, vielleicht, wenn die Zeit da ist, wenn die Lust da ist und so. Ja, richtig. Wir wollten ja mal, darf ich das sagen? Ja, wollte ich gerade aussprechen lassen. Was er sagen wollte ist, haben Kai und ich überlegt, dass wir vermutlich jetzt eine kleine Aufnahmesession machen mit, wie ich vermute, maximal 2 Parts an circa 30 Minuten so ungefähr, wa? Ja, schätze ich mal auch so. Und dann überlegen wir mal, wenn wir es schaffen, diesen 2 Parts einen Stern zu holen, was eigentlich eher schon fast schon ein bisschen optimistisch ist, aber gut, wir sind ja Zocker, wir sind natürlich fern von jeglicher Realität und so, nicht wahr? Oh, und vor allem sind wir auch total skillig, was die Knöpfe drücken angeht, ne? Außer bei Frauen natürlich. Ja, genau. Knöpfe drücken bei Frauen verstehe ich jetzt nicht ganz, aber es wird schon irgendwie einen Sinn haben. Naja, du verstehst schon. Richtig den Radiosender einschalten, an den Knöpfen drehen. Ach, ist egal. Ich glaube, ich darf den Part erst ab 22 Uhr bringen. Genau. Sonst steigen wir da YouTube noch aufs Dach. Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist... Uhr, da darf man ja sowas sagen. Also für uns jetzt hier. Oh, genau, ja. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Kai und ich versuchen das jetzt mal während 2 Sessions, also 2 Folgen halt einfach. Wenn wir es schaffen, natürlich Friede, Freude, Eierkuchen, alles super, Let's Play abgeschlossen. Wenn wir es nicht schaffen, dann werden wir das Let's Play trotzdem beenden nach 2 Parts. Wir werden, oder ich werde vor allem über Weihnachten, Neujahr, vermutlich noch ein bisschen weiter zocken, so offscreen für mich. Und wenn wir es dann doch mal schaffen, nach etwa 10.000 Parts oder 10.000 Stunden wohl eher, dann werde ich daraus ein Video machen mit dem besten Fails nochmal und dem Endlauf, was ich geschafft habe. Und dann zusammen das mit Kai nochmals nachkommentieren, damit wir dann das Ganze nochmal wirklich komplett fertig gezockt haben. So. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich war jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, man sieht jetzt nicht, wie du den Stern einsammelst, weil lohnt sich schon, ne? Ich weiß nicht, wie ja, wenn ich es mal schaffen sollte, dann schon, ja. Die wirklich 100% sind, die wirklich auch den letzten Scheiß zeigen quasi, weil das ist echt schon, das ist haarig. Das ist weit unter die Gürtellinie. Also das ist wirklich so wie aus dem... Es ist vor allem so, wenn du dieses Level spielst, dann kommt so ein Faust aus dem Fernseher geflogen, direkt in dein Gesicht von Nintendo einprogrammiert, weil das ist einfach nur fies. Das ist, also ich glaube, ich lehne mich da auch nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist der schwerste Stern in allen Mario-Spielen, wo es Sterne gibt. Das behauptet natürlich auch, zumal ich ja bereits New Super Mario Bros. U gezockt habe, auch zu 100% und da teilweise ja die Sterne auch sehr übel waren. New Super Mario Bros. U, du meinst jetzt die Sternmünzen an sich, nicht wahr? Also... Ja, Sternmünzen von mir aus ist jedenfalls das egal. Stimmt, aber auch manche echt bösartig versteckt. Ich habe dann teilweise das Internet benutzt, um zu finden. Aber gut, wir sehen ja immer, hey, wir kriegen Yoshi als Hilfe. Ist halt nicht schön, aber schön wäre es, wenn man jetzt irgendwie Yoshi opfern könnte und dafür seinen 1 HP behält. Ja, schön wäre es. So, wir versuchen mal Glück mal. Vielleicht schaffen wir es ja für ein paar Sekunden zu überleben. Wäre ganz schön. Wäre geil. Also jetzt beim ersten Mal, ich glaube, dann können sie den Oscar verleihen. Aber, naja. Ich habe mir so überlegt, ich glaube, wenn Mario so 1 HP hat, ist er denn nicht ein Ninja-Tom, theoretisch? Oh Gott, okay, gut. Oh Mann. Ja, dann schlecht.
Ja, auf alle Fälle, Freunde, diejenigen, die den Stern auch kennen, die werden mir beipflichten. Von wegen der Behauptung zu Holztag gäbe es keine schwierigen Videospiele mehr. Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ein Gegenbeispiel. Was zum... Oh, Alter! Das war echt knapp. Wow, 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 wow. Oh Gott, jetzt ist ja klar, kommt noch ein Kugelwilli dazu. Ja, und Hepper. So, Yoshi Ja, das war's, wir haben den Stern, cool! Das ist ja die erste von vielen scheiß Etappen, nicht wahr? Na gut, die erste ist aber ziemlich einfach im Grunde genommen. Ja, das stimmt. Also bis Ebene 3 kommt man eigentlich immer ohne Probleme. Ja, nachher wird's vor allem übel. Ja, Yoshi macht erstmal so ein kleines Ausrufezeichen-Konzert. Voll geil. Ja, ein bisschen aufwärmen, das muss auch sein. Ich wollte zumindest mal, es wird die epische Mucke kommen, könnte ein bisschen mitsingen. Aber nee. Ach, ich finde die Mucke schon geil, muss ich sagen. Oh Gott. Ja, ich im Grunde genommen ja auch, aber hier ist gerade ein bisschen... Was guckst du? Oh, oh. Ja, Yoshi, du kannst doch nicht Jetzt einfach nicht den mehr. Tod fressen. Geht doch nicht. Ich meine, Mario Nee, ist nicht schon so wirklich. viel Pilze. So, das klappt alles noch. Wunderbar. Ich hatte die Steuerung noch drauf. Oh, oh. Wow. Okay, knapp, ja, geht aber, passt. Mario ist ja schmal. Oh! Meine Tante wird vorbeikommen. Noch Menno. Dim. Okay, das Aber war hey, mein mein- Fehler. Ich hätte auf Nummer sicher gehen sollen. Entschuldigung. Ich meine, wir haben 34 Leben, aber wir können ja nicht so viel. Alter! Da was war macht der ihr Dicke dort? im Weg. Alter, so ein fetter Beyblade. Ja, genau. Kommt noch ein Fliegender. Das ist ein aufgeblähtes Bisa-Knosp, was fliegen kann. So, aber im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, dieser Stern hier ist ja eigentlich so eine Art auswendig lernen Challenge, oder? Ich glaube, also ich kann es mal erzählen. Das ist einfach mal auch eine Sache, wo ich sage, so, wo jetzt alle Gamer sich denken, what the fuck? Ich habe das alleine probiert mit gut 50, 60 Leben. Ich hatte 99 am Anfang noch. Am Anfang, ja, wohlgemerkt. Und habe die alle verballert an diesem Level. Und irgendwann habe ich dann einfach mal gesagt, hier Mama, nimm mal die Fernbedienung hier und dann hilf mir mal ein bisschen. Dann habe ich dir erklärt, was sie da drücken muss, damit sie mir helfen kann. Ja, dann... Weil man kann halt so ein paar Sachen aufhalten und so. Und das ist schon manchmal echt... Das, was dir den einen Treffer erspart, den du eh nur aushältst. Mario ist ja hier allergisch gegen jeden Scheiß quasi. Du wurdest von einem Gumba schief angeguckt. Oh nein, ich bin tot! Ja, ungefähr so, hat durchaus was. Das ist so krank einfach. Ach Gott. Ich glaube, man müsste echt also ich glaube einfach nur also rein aus juristischen Gründen hätte man irgendwie den Produzenten dieses Levels irgendwie in die Credits extra reinschreiben müssen, damit man weiß, welchen man für die Sachschäden etlicher Wii-Fernbedienung die Sachschäden Anklagen schicken kann. Weil ich war auch schon mal ganz kurz davor, einfach meine Controller in die Ecke zu schmeißen und sagen, scheiß drauf, ich hab keinen Bock mehr. Und ich bin eigentlich echt recht geduldig bei sowas. Ja, da muss ich mal sagen, das ist der große Unterschied zwischen dir und mir, weil Geduld ist bei mir gar keine Stärke. Also ganz wow! Ach ja, na, es geht bei mir, ne? Also. Geduld ist eine Tugend, sagen alle immer. Scheiß drauf. Würde ich zwar nicht unterschreiben, aber hey, wenn sie meinen. So, jetzt wird's langsam echt haarig und echt unfair. Hier Ja, ich wäre überlege gerade, wie warten ich das schon find, wieder? Echt, hier wäre eine faire Stelle für einen Speicherpunkt gewesen. Weil den ersten 3 Etappen-Scheiß kann man irgendwann so verfickt, Entschuldigung für das Wort, aber irgendwann kann man das einfach nur im Schlaf und dann hat man einfach auch keinen Bock mehr, diesen Scheiß von Anfang an immer zu machen. So, beispielsweise erzähle ich mal einfach mal, wenn ihr wenn ihr Kumpel habt, ja, ich selbst habe keine Freunde, deswegen habe ich meine Mama es machen lassen. Nein, Spaß beiseite, ich habe einfach nur gerade niemand anders zur Hand gehabt, damit ich diesen Stern machen kann. Und ja, der kann zum Beispiel diese komischen Laserfuzis hier aufhalten, das ist extrem nützlich. Das rettet einem so manchmal den Arsch. So. Verdammt. Ah, scheiße. Ach Gott, ich sehe schon kommen, das wird eine Fail-Parade. Ja, die Leute sind sich das gewohnt, wenn sie Michael schauen, dann vor allem Mario Games. Ich erinnere nur mal gerne an die ersten Galaxy 2 Parts. Da habe ich immer noch schmerzlich in den Knochen drin. Ja, die lila Münzen-Rutschpartie oder sowas, oh ja, das war schön. Schön mies vor allem, so. Das waren noch schöne Zeiten. Für die Zuschauer. Viel zu lachen.
Ich glaube, manchmal sind Zuschauer echt ein bisschen bösartig. Hier müsste auch mal nett zu uns Let's Playern sein. Ach, sind's doch immer. Na, meistens, oder oft, oder na, halt auch nicht, ist egal. Ja, da muss man die ganzen Hater als Beispiel, nicht wahr? Aber du musst dazugeben, mit Haten hat er schon lange kein Problem mehr. Ja, ich auch. Ich glaube, seit dem neuen YouTube-System mit Google Plus und so haben die gar keinen Bock mehr drauf. Sehr wahrscheinlich, Kommentare sind scheiße. Ich habe keinen Bock mehr zu haten. Das letzte, was ich an Hate mitbekommen habe, ist ein Daumen runter auf ein Video. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Tage her wieder. Seitdem war gar nichts mehr Richtung negativ. Früher war ja eigentlich Standard und er sagt mir, ey, du bist ein Hurensohn, Alter. Und Dicke dann nur so ganz rotzfrech da, so, ja, hast du aber früher erkannt. Nee, egal. Von so weit einfach nicht beeindrucken lassen. Ich finde ja immer lustig, ich habe so mittlerweile so über die Zeit immer wieder kleine Let's Player, weil also auf meinem Kanal generell gilt, ich bin nicht gegen Werbung oder so. Wenn jemand Werbung machen will, dann kann er das gerne tun, solange es nicht in Spam ausartet und das, was er da bewirbt, auch halbwegs gut ist. Dann habe ich damit absolut kein Problem. Und ja, seitdem treiben sich halt immer wieder mal kleinere YouTuber bei mir rum und manchmal fällt dann so auf, wenn die irgendwie Hater kriegen, ja, dann schließen die einfach den Kanal. Ja, wieso nicht? Ja. So, aber gar nicht ganz genau hingehört. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich keine Wolken mehr habe. Jetzt schon. Ach, das ja, war ein bisschen verpeilt beim Abschwung, wollte ganz cool sein, 3 Stück mitnehmen. Hätte super funktioniert. Okay, das war das gemacht. Das war geil. Du hast dich an die Kante gehängt und Mario hat gesagt, nö, ich bin ein Cheater. Also, Mann, jetzt war's zu früh. Mario hat den Hacking-Mode. Aber hey, das wär's doch, sich dranhängen. He's got the hacks. Ne, also nebenan ist natürlich auch hier eine, ich sage jetzt mal, vernünftige Variante geben, wo man ohne Schaden durchkommt. So zum Beispiel? Ja. Nicht ganz so, vielleicht ein bisschen gelassener und so, nicht so hektisch wie ich gerade. Ja. Tatsache ist natürlich, wie ich schon am Anfang des Parts erwähnt, Anfang des Parts ist gut, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ist alles eine reine Übungssache. Natürlich ist es oftmals so im Leben. Was machst du da, du dämmeres Viech? Ist natürlich oftmals so im Leben. Warte einfach ganz doof, bis er da hinkommt, ist klar. Alter, leg mir noch am Arsch, ey. Was ich eigentlich sagen wollte, genau, ist natürlich eine Übungssache, das sowieso. Aber es gibt halt Spiele, ich erinnere da gerade an mein aktuell laufendes Let's Play von The Legend of Zelda Link Between Worlds mit Octoball, ist auch so eine Scheißdisziplin. Da hast du es irgendwann einfach im Blut. Es ist irgendwie wie auswendig drin, das könntest du irgendwie die ganze Zeit nachzocken, nachspielen, wie auch immer. Ich höre gerade Spoiler von dem Spiel, das gefällt mir gar nicht. Ich hab's noch nicht, durfte es noch nicht spielen, ich habe noch keinen 3DS. Naja, Hauptsache, ich kann eigentlich nur so viel sagen, es ist ähnlich wie das hier. Also sprich, wenn irgendwann hast du einfach Intus. Entweder bist du talentiert dafür, du hast plötzlich Intus. Okay. Weil es einfach so oft gezockt, dass es geht gar nicht anders. Also würde ich einfach nur Übungsfrage. Aber das ist doch ganz normal, glaube ich. Also man merkt auch hier irgendwann, Michael wird immer die ersten 3 Ebenen locker schaffen. Und je weiter man auch spielt, also irgendwann hat man auch die 4. Intus und irgendwann auch die 5., dass man bis dahin immer kommt. Man hat dann irgendwann sein System, sein festgefahrenes. Ist natürlich so ungünstig, wie wir es jetzt machen, weil wir haben dann einfach gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr, oder wir haben keinen Bock mehr und haben einfach Pause gemacht. Das ist natürlich für den Skill ein bisschen kontraproduktiv, aber man muss ja auch mal auf die gegenwärtigen Nerven Rücksicht nehmen. Das zum einen, natürlich auch zum anderen halt, wenn man halt sonst noch irgendwie gerade viel zu tun hat, sei es natürlich von anderen Let's Play Projekten oder sei es auch, weil man sonst irgendwie halt privat noch zu tun hat, genau. Beruflich etc. Genau, so Arbeit oder privates Leben. Ganz wichtig, auch wenn alle natürlich denken, Let's Play haben aber kein privates Leben. Wir sind ja No-Lifer. Ja, schön wär's. Ja, davon sieht man auch manchmal. Ich so, ey, warum lädst du keine 2, 3 Videos am Tag hoch? Ja, ich sag, sorry, Klausur und so. Obwohl der Osten eigentlich dafür bekannt ist, arbeitslos zu sein. Trotzdem hat man immer irgendwie Arbeit. Ja, irgendwas kommt doch immer so. Ja. Also ich glaube, in dieser zweiten Runde bin ich noch nie abgekackt, wa? Ja. Ist auch ziemlich schwierig, hier abzukacken, ganz ehrlich. Ja. Ja, Yoshi, lauf mal über die Platten da, machst du gelb und dann grün und Keks den Freu den Keks. Genau. Das geht auch irgendwann hier, aber das 4. ist echt uns gemein.
Gut, ich meine, im Prinzip die erste Ebene ist auch ziemlich einfach. Wenn du einfach ein bisschen ruhiger bist, nicht so überhastet wie ich gerade, dann schaffst du eigentlich auch die erste ganz locker immer. Das stimmt. Oh. Ich sag ja, das ist ganz klassisch, irgendwann hat man diese ersten 3 Ebenen einfach locker intus. Autsch. Keine Wolken mehr, verdammt. Einfach hat man über die ersten 3 Ebenen intus und wenn man die 4. dann mal schafft, das ist zugegebenermaßen ein bisschen selten, und kommt dann weiter, dann denkt man sich so, wenn ich jetzt abkacke, dann weißt du, steht alles auf dem Spiel. Das ist wie, keine Ahnung, in der Quizshow die 1 Million Euro Frage oder so. Weißt du, wenn du jetzt verkackst, dann hast du richtig verkackt, das kannst du nie wieder aufholen. Und dann bist du richtig sauer, dann fängst du an wütend zu werden. Das, ist so, das Spiel besteht eigentlich aus 3 Etappen hier. Gerade dieses Level ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Am Anfang fängst du an, einfach zu failen, weil dir einfach die Steuerung und der Skill gerade noch so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und irgendwann fängst du an, ein bisschen skillig zu werden. Denkst du, oh, jetzt komme ich hier voll cool durch. Und irgendwann fängst du an, die ersten Level wieder zu verkacken, weil du einfach keinen Bock mehr drauf hast. Das ist diese Betriebsblindheit. Das ist so der klassische Fall davon. Ja, hat durchaus was. Kann ich so eigentlich nur beipflichten. Ja, das ist einfach so. Also du hast es gerade selbst auch bestätigt, du hast da nicht die Geduld für. Heißt, bei dir würde denn die 3. Phase dementsprechend recht früh anfangen. Wo denn die Controller, hast du schon mal einen Controller zerstört aus Wut auf ein Spiel? Yep. Oh, okay, ich noch nicht, muss ich sagen. Aber kein Nintendo-Controller war, gut, das kann ich jetzt mal erzählen, war mal bei einem PS3-Controller bei Dragon Ball Legend Blaze 2 Online, wo ich mal zum Aufnehmen war. Und da irgendwie die Gegner entweder hatten irgendwie alle die stärksten Charaktere genommen, sprich irgendwie alle haben Gogeta genommen, oder irgendwie sind alle wieder abgehauen oder so, oder die Verbindung war irgendwie scheiße und habe ich trotzdem immer verloren. Da war ich mal so sauer. Da habe ich echt mal den Controller gegen die Tischkante, ja, gehämmert und dann war es halt, war der Controller, also hinüber war er nicht, aber war einfach ein bisschen, naja, nicht mehr so ganz in Ordnung. Ja, das ist aber auch verständlich. Also das heißt ja nicht umsonst Raging Blast, ne? Ja, gut, ja. Ja, der Name lässt vermuten. Verdammt, ich habe fast 3 Wolken mitgenommen. Ja, hätte man, ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, dort 3 Wolken mitzunehmen. Obwohl man sagen muss, die sind hier sehr, sehr, sehr hilfreich. Also gerade ein Weitsprung plus Wolke kann einem unheimlich viel Platz ersparen. Das kann unter Umständen sehr nützlich sein. Genau, immer am besten da, wo die scheiß Laserdinger anfangen. Die sind aber auch so asozial nervig. Das ist so nervig. Oh Mann, ich habe ganz vergessen, dass ich keinen Wolken dabei habe. So schnell haben sich die Leben auch von 34 auf 24 reduziert. Ja, hat was. Das ist doch einfach nur unfair. Also ich muss sagen, das an dem Level ist auch, das hat auch nichts mehr mit Herausforderungen oder Schwierigkeitsgrad zu tun. Das ist einfach nur trollololol. Weil ohne Speicherpunkte ist ja schön, dass manche Stellen wirklich schwierig sind, ja. Mit einem KP. Gab's ja vorher im Spiel auch schon mal. Aber da hatte man dann wenigstens Speicherpunkte, ja. Also gerade ab der 3. Ebene, das wäre so erleichternd, weil man nicht mal diesen ganzen Anfangsscheiß machen muss, den man dann schon so gut drauf hat. Und das frisst einfach nur Zeit. Ja, zum einen mal das, man natürlich auch die Lust und daher schien es eher die Frust. Aus ganz Lust wird ganz schnell Frust, genau. Genau. Das ist gut, den merke ich mir. Irgendwann müsste man mal ein Projekt machen, dieses Level 100 mal spielen, bis man irgendwann immer noch nicht geschafft hat und dann die ersten 1-2 Level einfach blind machen. Ja, ich denke eigentlich fast die beste Strategie wäre jetzt hier etwa 2-3 Wolken mitzunehmen und dann die sogar bis zur 5. Ebene zu behalten. Was einfach nur in der 5. Ebene mit diesen Elektrodingern auf die dort zu ballern. Ja, ich finde es... Das muss irgendwie gehen, ohne Wolken mit der 4. Ebene durchzukommen. Das muss gehen. Ich finde teilweise sogar diesen Wolken-Mario, leider kann man den ja nicht irgendwie ausziehen oder so, das wäre echt günstig teilweise, weil ich finde Mario, also Wolken-Mario an sich ist ja schön, er springt weiter und er gleitet besser in der Luft. Aber das Problem ist, er landet ja, er ist ja ein bisschen, ja, wie soll man das erklären, ein bisschen floaty. In dem Sinne, er ist einfach in der Luft so langsam irgendwie, man kann die Landung so schwer einberechnen. Hilfe! Und dadurch wird man ganz schnell einfach mal von diesen ganz komischen Scheißteilen getroffen. Scheißteil, das ist ein schönes Wort! Verdammt, wieder nicht geschafft, es gibt's nicht. Das muss gehen, mit 3 Wolken durchzukommen. Ja, ich glaube, so eine Wolke muss man immer verbraten irgendwie. So, jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich da ohne Wolken durch. Okay, bin ich echt spannend. Das Schlimme ist normalerweise... Moment, das geht gar nicht, ich Trottel! Ich muss die Teile ja drehen.
Richtig, genau. Das ist das Problem, man kann nämlich nicht schütteln, das ist auch sehr von der Steuerung her unklug gemacht, muss ich sagen. Man kann ja nicht schütteln, dadurch kriegt man ja so einen kleinen Extra-Hab in der Luft. Man kann ja sozusagen mit einem Laser einfach ausweichen. Aber... Nein, ja, Alter, ich war fast perfekt. Ja, Okay, ich habe schon eine kleine Strategie, wie ich da durchkomme. Ja, bin ich gespannt. Nee, auf jeden Fall, um meinen Satz mal zu beenden, man muss leider immer eine Wolke benutzen. Das ist Kacke daran. Weil die unterscheidet nicht zwischen ich will Wolken schütteln und ich will einfach nur Spring schütteln. Das wäre echt günstig, aber so ausgereicht. Es muss irgendwie auch gehen, ohne zu schütteln, sprich einfach nur von Kante zu Kante zu hechten, muss irgendwie auch gehen. Ja, könnte man auch machen, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, ich fände echt besser, wenn man Wolken Mario gar nicht hätte an der Stelle, weil man halt einfach besser... Man hat auch das ganze Spiel über Mario in diesem Normalzustand gespielt. Und plötzlich muss man diesen ganzen Scheiß hier mit Wolken Mario machen und dadurch ist man immer so ein bisschen die Physik gar nicht mehr gewohnt. Und fängt an, sich einfach mal zu verrechnen bei der Laser trifft mich nicht, der Laser trifft mich nicht, scheiße, er trifft mich doch! Ja, hat wirklich was, ey. Also ganz ehrlich, mir wäre statt ein Wolkenstern viel lieber. Ein Wolkenstern, genau. Aber also hier würde man natürlich einen Stern auch nicht viel weiterbringen, aber trotzdem, so ein Stern zwischendurch wäre schon cool. Stern, ich springe jetzt einfach los und dann bin ich trotzdem tot, weil ich hier runterfalle. Naja, was soll's. Ja, Mario ist unbesiegbar, dann passiert nichts, verliert kein Leben und so. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Okay, gut. Sag mal, bist du gerade auf dem Dragon Ball Z-Trip oder wie? Ja, hab ich gerade so im Ohr gehabt einfach. Das passt dir gerade super gut. Ja, aber ich muss sagen, also im Gegensatz zu dir bin ich ja nicht so der extreme Dragon Ball Z-Fan. Ich weiß zum Beispiel, dass es einen neuen japanischen Anime gibt. Den könnte ich mir angucken, aber ich tue einfach nicht, weil ich so... Weißt du auch, dass es einen neuen Dragon Ball Z-Film gibt? Ah, fast. Verdammt, Ja. ich hab wieder nicht geschafft. Dragon Ball Z-Film. Yep, Battle of Gods. Habe ich glaube ich mal gehört, aber gesehen. Jetzt mir gerade entfallen irgendwie, sag ich mal so, ganz So, charmant. jetzt versuch es mal. Okay, weiß ich Bescheid. Wenn du das sagst, dann muss das ja gut sein. Ich habe früher Dragon Ball Z auch sehr gerne geguckt. Damals kam es ja immer noch abends. Gute Ausrede für RTL nicht schneiden zu müssen. Und dann kam immer Big Brother am Anschluss. Oh Gott, ey. Ja, Ah, Mann! Ah, verdammt. hier geht's gar nicht anders. Ach, Ist verdammt. ja viel zu weit weg. Ja, wobei, könntest du mit der Kante versuchen. Ja gut, doch. Ja gut, du musst testen. Natürlich... Oh! War der plötzlich früher da? Seltsam, das ist doch mittlerweile im Handgelenk drin. Es geht ja automatisch mittlerweile. Ja eben, ich wollte gerade sagen, die ersten 3 Ebenen klappen gerade aktuell zu 99% der Fälle. Ja, seht ihr es wieder unten? Hä? Verstehe ich nicht. An manchen Stellen Also hier wünsche ist ich mir einfach, ich könnte einfach den zweiten Player bei Michael machen und einfach mal ein bisschen helfen. Ja, und das Scheiße, geht was leider ich nur nicht, weil natürlich Nintendo von wegen Online-Modus und so sowieso immer sehr geizig ist. Vielen Dank dafür, Nintendo, an dieser Stelle. Ja, ich sag nur Super Smash Bros. Brawl online zocken. Ist ja mal Ja, oder auch Wahl. Pikmin 3, mal ganz ehrlich, Pikmin 3 ohne Online, also er hat natürlich schon Online-Modus, aber nur Multiplayer. Der Pikmin 3, der Spoiler-Hilfe. Ich bin allergisch dagegen. Ja gut, aber das weißt du ja, oder? Nein, ich weiß über das Spiel so gut wie gar nichts. Ich habe einen Screenshot gesehen, mehr nicht. Ich weiß nicht mal, ob es Olli mal in dem Spiel gibt. Ich weiß so gut wie gar nichts. Und das ist doch gut so. Ich will auch gar nicht mehr wissen. Ich kenne so Let's Player auch, die sagen sich so, oh, ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich sag, der Trailer ist der schlimmste Spoiler, den es gibt eigentlich. Ja, gut, ich muss zwar sagen, meistens ist es eigentlich so, dass ich mir ein Spiel nur dann kaufe, wenn der Trailer ansprechend ist. Also natürlich, ich kenne die Serie bereits, das ist was anderes, aber sonst... Ja, genau, das, also, da mache ich es dann genauso wie du. Ich weiß zum Beispiel hier der neue, also von Xenoblade Chronicles, verdammt, der neue Trailer von dem zweiten, also von dem neuen X-Projekt, was für die Wii U rauskommen soll. Da habe ich mir auch den Trailer zu angeguckt, auch von der Nintendo Direct, aber von bekannten Serien gucke ich mir eigentlich nie einen Trailer an, weil ich weiß, die Spiele sind eigentlich meistens gut bis genial und da kann man nicht viel falsch machen, wenn man es kauft. Ja gut, aber von dem X-Spiel, was ja für die Wii U erscheinen soll, sie ist noch nicht sehr viel. Also im Prinzip sie ist nur so maschinenartige Wesen. Ja, Die können zwar von der Mechons sein, Welt, können auch was das ist ein anderes sein. Kampfsystem. Ja, es ist ähnlich wie Xenoblade, aber trotzdem ein bisschen anders.
Das hat auf jeden Fall denselben, den Spieleentwickler, Monolith. Ja, vielleicht haben wir Glück, und es ist so eine Art Xenoblade Chronicles 2. Ja, also so ist es so. Oh, verdammt. Eine Platte verpasst. Verdammt! Yoshido Tölpel. Ich glaube, jetzt fängt so langsam die dritte Phase an. Man fängt an, den einfachsten Scheiß zu verkacken. Hä? War man eine verpasst? Ja, unten rechts fehlt einer. Aha! Vorhin gar nicht gesehen. Alter, dieser Klingelton. Genau. Als wenn irgendein Kind wahllos auf irgendeinem Xylophon rumhämmert. Davon werde ich heute Nacht noch träumen, hey. Ja. Und das Lustige ist, wir haben jetzt schon wieder, ja, 30 Minuten auf der Uhr. Ja, geht ja noch. Und wir sind noch nicht mal wirklich bis richtig ins Finale gekommen. Das ist total toll. Also ich frage mich, wie ich das so sehe, will ich das Let's Play wirklich auf 100% machen? Vielleicht auch nicht. Ne, wie gesagt, vermutlich nur 2 Parts und dann nachher gucken wir mal, vermutlich dann eher doch. Wow. Also sprich nachher vermutlich doch eher so, ja, ich sag mal offscreen weiter, mal gucken, vielleicht klappt es irgendwann und dann mal das Ganze nachsynchronisieren und vermutlich, ich gehe eher nicht davon aus, dass wir das wirklich zu 100% schaffen. Weil dazu, meinen guten Ehrgeiz ist zwar theoretisch schon, was mir allerdings hier wirklich fehlt, was man hier braucht. Ha! Hab's geschafft! Oh, geil. 3 Wolken mitgenommen, das ist nice. Yeah, Premiere! Wer schafft das auch? So, jetzt meine Frage, hörst du mich nicht, weil Skype hat mir gerade gezeigt, ja, da ist ein Problem mit dem Anruf, ja, wir versuchen ihn wiederherzustellen. Also ich höre dich. Ja gut, ich sehe das Bild auch immer noch, also, ja, Skype halt. Ja. Yep, Skype-Fehler, irgendwas. Kommt öfters mal vor. Er sagt mir auch oft immer Lautsprecher nicht erkannt und trotzdem kann ich weiter mit irgendwelchen Leuten reden, das ist total toll. Also, macht auch voll viel Sinn an der Stelle. Ah, verdammt. Mist. Vorhin hat es doch geklappt, du verstehst nicht ganz. Das muss doch gegen die 3 Wolken durchzubringen, hallo? Das böse, böse Timing, nicht wahr? Das Problem ist vor allem, ja, dankeschön. Wie gesagt, das Problem ist vor allem, wenn du die ersten 3 Level immer wieder und wieder machst und das 4. immer nur teilweise, ich meine, du brauchst immer mehr und mehr Versuch, bis es das 4. halt auch hast, Intus. Ja, das stimmt. Weil man ja das eigentlich, also man trägt sich immer automatisch das ein, was man am öftesten zockt. Das ist einfach mal den Anfang, wo man den sowieso immer machen muss. Also die 4. Ebene ist fies. Die 5. finde ich geht eigentlich. Wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, geht das eigentlich. Aber das, was danach kommt mit den komischen Cooper-Boomerangs, man hat es ja schon am 241. Stern gesehen, das finde ich wiederum echt gemein. Wenn man da nicht richtig aufpasst, dann geht das auch ganz schnell. Geduld, das ist ja mein 2. Vorname, hey! Naja, komm, kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Es muss doch irgendwie klappen. Es ist ja nicht unmöglich. Nee, das nicht. Du brauchst einfach nur sehr viel Übung, sehr viel Geduld. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, Ehrgeiz habe ich zwar durchaus, aber Geduld, nee. Irgendwann habe ich auch mal genug. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Controller zerstört. Ich war mal bloß kurz davor. Das war ein N64-Controller. Gespielt habe ich da, glaube ich erinnere mich, glaube ich, richtig, das war Mario Party, Quatsch, nicht Mario Party, das war Pokémon Stadium 2. Und da habe ich damals noch, da war ich noch ein bisschen kleiner, da habe ich noch hier Grundschule und so, ne? Und habe dann da versucht, die Arenaleiterburg zu machen mit Leih-Pokémon, das ist höllisch schwierig. Ja, da habe ich, da war ich kurz davor, ich so, was übrigens, erzähle ich einfach mal, das lag daran, dass ich fast geschafft hatte. Da war sogar ein Kumpel bei mir zu Besuch und dann war Stromausfall. Da war der ganze Scheiß weg. Ich so, oh, danke. Nein, danke. verdammt! Aber eine Wolke mitgenommen. Ja, der Trick hat beinahe wieder funktioniert. Menno. Ja, das sah gut aus. Das muss ich mir unbedingt mal abgucken hier. Ich habe immer nur 2 Wolken mitgenommen. Ich bin dann immer bis zu dem ersten Teil. Das schafft man auch mit normalen Sprüngen, genau. Denn ab da habe ich die Wolken benutzt. Da kommt man aber so ungefähr bis zu dem Oktopus da hinten. Oha. Ich sehe schon, man kommt anscheinend so rüber. Gut, sieht gut aus. Oh Gott, da kommt die nächste Laserkacke. Oha, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Hilfe, der kommt mir auf! Hilfe, Alter! Okay, ich glaube, ab hier muss man es nutzen. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus.
Oh Gott, jetzt kommt nochmal eine fiese Stelle. Oh, 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 oh nein! Oh Gott. Heilige Scheiße. Oh, yes. Geil. Okay, das ist jetzt die Chance, uns mal wenigstens mal die nächste anzugucken. Hier jetzt ganz ruhig. Ganz geduldig. Da kann man fast einfach bis zur Hälfte laufen und dann einen Weitsprung machen. Okay, das hat geklappt. Hier kann man auch mit dem Weitsprung einfach rüber, genau. Das ist ein bisschen schwieriger, aber man kann einen Weitsprung machen und sich dann hinten direkt am Stern andocken. Was? Wieso denn? Ich war bereits da hinten, der Teil war hier drüben. Also ich kann ja an der Stelle, wo die zwei kommen, einfach nur sagen, mach einen Weitsprung und versuch mit dem Sensor direkt an den blauen Stern anzudocken und dich gar nicht erst um die kleinen Plattformen dazu kümmern. Okay. Da war ich jetzt leider nicht schnell genug, um dir den Tipp zu geben, weil das habe ich nämlich an der Stelle immer so gemacht, weil ich dachte so, es muss da irgendwie eine Möglichkeit geben, die zwei Elektro-Dinger zu ignorieren und habe dann da hinten diesen blauen Stern erspäht. Dachte so, eigentlich, das kann man doch aus einer großen Entfernung machen. Dann habe ich einfach da einen Weitsprung gemacht, man fliegt ja recht weit und dann einfach mich an den blauen Stern rangehängt. Und da ist man dann erstmal halbwegs safe. Also wirklich safe ist man hier nirgendwo, wenn man so will. Ja gut, ja. Doch, ist eine gute Idee. Mir fällt gerade was auf, Freunde. Falls ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie ich und vielleicht auch Probleme habt mit dem Stern gerade, mir ist da gerade so ein kleiner Trick eingefallen. Also Trick ist eigentlich übertrieben. Ist ja so ein gut gemeinter Hinweis. Und zwar, ich denke mal, bei jedem Level gibt es halt so eine Art, ja, ich sage jetzt mal, bestimmte Parkour. Sprich, bestimmte Knöpfe, die ihr drücken müssen, bestimmte Zeiten, halt auf einen bestimmten Ablauf. Ja, das kann ich mir auch Den ein bisschen also, verinnerlichen und vor allem auch ein bisschen Geduld mitbringen. Dann könnt ihr auch so Fehler vermeiden, wie ich gerade beim ersten Mal gehabt habe, dass ich irgendwie im ersten Level bereits down gehe. Und auch hier mit den Wolken. Ich meine, das hier ist von mir das Einfachste, was es überhaupt gibt hier. das ist recht easy. Die Frage ist eigentlich hier bei der Ecke, man muss, wie viele Wolken darf man mitnehmen? Das ist eigentlich die schwierigste Frage hier. Okay, gut. Wolke nachladen. Oh, Gott sei Dank, ey. Das sah echt knapp aus. Das war's auch. Das wird noch viel knapper. Mein Wii-Controller vibriert. Oder ist das was in meiner Hose? Der ist der Controller. Oh verdammt, jetzt war es zu spät. Scheiße. Okay, keine Wolke, auch toll. Das ist natürlich eine super Bilanz. Scheiße. Auf jeden Fall, hier müsst ihr eigentlich den Weitsprung ansetzen, dann kommt ihr, müsst ihr eigentlich relativ gut die Wolke mitnehmen können und dann direkt runter. Ja, habe ich jetzt schon mal bezeugt. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe auch mal gedacht, boah, mit 3 Wolken könnte man doch eigentlich fast quer durch diese ganze Map durchspringen. Aber ich habe immer nur 2 geschafft mitzunehmen. So, ich sehe schon hier, du springst einfach ganz normal, ohne Schütteln, einfach nur mal so ganz langsam. Und dann eine Plattform zur nächsten. Das funktioniert anscheinend sehr gut gerade hier. Ja, also muss ich sagen, das klappt eigentlich soweit gut. Das hier Problem einfach ist kurz bei warten, bis wir hier sind, dann wieder den gleichen Trick machen. Ich kann mir echt vorstellen, dass das sogar von der Taktik her so gedacht ist, aber sobald der Oktopus kommt, kannst du nicht mehr auf der Stelle stehen bleiben und springen, weil du ja dann auch noch genau so angegriffen wirst. Und das ist natürlich schon ganz schön fies, aber man sieht, jetzt klappt's doch schon scheiße. Naja, deutlich besser wollte Ja, ich hier sagen. hätte vorher drehen müssen, genau, dann hätte es geklappt. Ja, wahrscheinlich. Dann hätte direkt drüber springen können. Man sieht schon, man kommt auch ohne Wolken durch, es geht. Ja, Zumindest mal der Anfang Parkour, wir können auch die Wolken für den Schluss aufsparen. Weiterkommst. Also, es wird immer besser. Also glaubst du, der Trick wäre eigentlich mit 3 Wolken. Sprich, du brauchst 2 für den Parcours dort und eine kannst du irgendwie noch für... Was war das gerade? Das sah cool aus.